Servus alle zusammen. Gerade wenn es jetzt nicht immer so bei Duschbar wird, können wir ja froh sein, dass wir elektrisches Licht in unserer Häuser haben. Wobei man sich natürlich die Frage stellt, woher überhaupt der Strom kommt, den wir brauchen, um die Glühbirnen zu betreiben. Und genau der Frage wollen wir heute einmal nachgehen. Dazu fahren wir ins Wellertal bei Selb, denn da gibt es seit fast 100 Jahren ein Wasserkraftwerk. Das Wellertal hat seinen Namen im Übrigen vom Industriellen Johann Christoph Weller. Der hat hier Ende des 17. Jahrhunderts mehrere Anlagen zur Eisenverhüttung betrieben. Darunter Pochwerke, Eisenhämmer und auch Hochöfen. Hier im Wellertal treibt die Eger 3 Kraftwerke an, wobei es am Anfang des Tales einen kleinen Stausee gibt. Von da aus führt ein gemauerter Kanal noch eine Teile des Wassers zum Kernbetrieb der ganzen Anlage, dem Kraftwerk Hirschsprung. Als der Kanal gebaut worden ist, waren im Übrigen ganze 500 Menschen daran beschäftigt. Und es gibt Vermutungen, dass es die zweitgrößte Baustelle in Nordbayern gewesen ist. Am Kraftwerk Hirschsprung wartet der Betriebsleiter Peter Heller auf mich. Herr Heller, grüß Sie. Grüß Gott. Also das ist ja wirklich beeindruckend. Ich kann es eigentlich gar nicht anders beschreiben. Seit wann genau steht denn das jetzt überhaupt da? Das Kraftwerk wurde 1921 gebaut. Bis 1925 wurde dann das flussabwärts das zweite Kraftwerk noch dazu gebaut. Insgesamt besteht alles aus 3 Kraftwerken. Okay. Vom Stausee Leupoldshammer durchs erste Kraftwerk über den Einlaufkanal zum Hirschsprung oben, die Rohre runter in das Kraftwerk und dann flussabwärts wieder ins Kraftwerk Neuhaus. Okay. Das heißt also, Sie nutzen quasi die Wasserkraft gleich 3-mal, kennt man so. Richtig, genau so ist es. Und über was für Menge an Wasser reden wir da jetzt? Also wir fahren jetzt aktuell haben wir 500 Liter pro Sekunde und können bis zu 10.000 Liter pro Sekunde verbrauchen. Bis zu 10.000 Liter pro Sekunde. Es wird immer lauter, spannend. Im Turbinerhaus gibt es noch die Technik von 1921 und das originale Werkzeug. Zu Spitzenzeiten laufen 4 Turbinen, von denen momentan allerdings bloß die glänzte in Betrieb ist. Sind wir ja fast in die Katakomben. Heller, das ist jetzt ja quasi das Herzstück, könnte man sagen, oder? Das ist jetzt eine der 4 Turbinen, wenn ich mich richtig Richtig, sehe. das ist die größte Turbine mit 1200 kW. Und das ist noch Originalzustand, Einbauzustand 1921. Wie genau hat denn das jetzt damals funktioniert? Es ist gar nicht mehr so, wir haben 2 Rohre, die runterkommen. Ein Rohr versorgt 3 Turbinen und das zweite Rohr versorgt nur diese Turbine. Das Wasser kommt hier vom Rohr rein, geht um die Kurve rum, innen sitzt das Laufrad drin und das Wasser schießt nach unten wieder raus. Das heißt also, da drinnen liegt jetzt quasi das, ich sag mal, Wasserrad, also die Turbine. Genau, so ist es. Okay. Wie viele Leute haben wir denn gebraucht in dem Wasserkraftwerk, um das in Betrieb zu setzen? Es haben bis zu 20 Leute hier gearbeitet, weil alles händisch betrieben werden muss. Von den Schmierungen, was wir hier automatisch Schmierung haben, über Einlaufschütze und so weiter. Die Leute waren 3 Schichten, 7 Tage in der Woche beschäftigt. Also wirklich durchgehend quasi im Betrieb für die Stromversorgung Genau. von Selb und Umgebung. Beim unteren Kraftwerk Neuhaus am Egerstausee treffe ich einen Walter Gaube, der sich intensiv mit der Stromgeschichte Oberfrankens beschäftigt. Walter, wie war denn das jetzt eigentlich mit dem Strom in Oberfranken? Wie hat das alles angefangen? Es waren so die Tüftler, die Bastler, der Müller, der so eine Nebenverdienstmöglichkeit gesucht hat, weil er gesagt hat, mit der Lohnmüllerei komme ich nicht mehr zur Rande und hat dann gesagt, dann stelle ich mir eben, damit ich die Wasserkraft weiter nutzen kann, stelle ich mir eben noch einen Generator mit hin. Und dann hat sich das auch so nach und nach auf die einzelnen Gemeinden eben auch ausgeweitet, dass die dann gesagt haben, oh, es wäre ja fein,
dass wir mal auch so ein Werk hätten und einfach auch eine Beleuchtung, als man dann auch elektrisches Licht installiert. Und das war so die Hauptsache und so hat es dann auch angefangen. Das heißt also, es war gar nicht so eine große, ausgebaute Struktur, sondern es waren wirklich eher die dezentralen Lösungen, sag ich einmal. Überall, wo es gegangen ist, wo man die Kraft zur Verfügung hatte, durch Wasser beispielsweise auch, hat man es dann auch entsprechend genutzt. Genau, das waren früher eben auch lauter so kleine Versorgungsinseln, sagt man eben, oder Strominseln, sagt man damit dazu. Und der bayerische Staat hat tatsächlich erst sehr spät eingegriffen. Also die Entwicklung, also erst 20 Jahre nachdem die ersten Werke aufgebaut worden sind, hat der bayerische Staat angefangen, sich zu überlegen, wie kann ich die allgemeine Versorgung sicherstellen und hat es dann eben im Rahmen von Überlandwerken versucht, dann auch sicherzustellen. An die 100 Jahre produzieren die Kraftwerke im Wellertal jetzt schon Strom für Oberfranken. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn man einmal sieht, was da für ein Aufwand dahinter steckt, dann lernt man doch den Strom als eigentlich was ganz Alltägliches noch einmal ganz neu zu schätzen. In dem Sinn wünsche ich Ihnen jetzt erst einmal einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns bald wieder und ich sage Ade. Servus.